Terminabschnitt. Also, ein Terminabschnitt. Die Kugelschreiber von Brücken. Ja, ganz wichtig. Aber jetzt ist dann zugehört angesagt. Gell? Aber auch schon her. Also, gut. Liebe Leute, bevor ich anfange, noch was kurz, ein bisschen was Ernstes. Vorige Woche, liebe Leute, das habt ihr alle leider mitgekriegt, ist bei uns in Orbling ein schlimmes Unglück passiert. Und auch wenn wir heute da zum Feiern, sollte man nicht vergessen, ein bisschen inne zum Halten und zum Gedenken. Wir gedenken die Opfer und deren Familien, die seit diesem Unglück eine ganz schwere Zeit vor sich haben. Auch kehren uns an die Gedanken alle Rettungskräfte und die Einsatzkräfte, die an diesem traurigen Faschingsdienstag Übermenschliches geleistet haben. Ich darf euch bitten, stehen wir kurz auf und halten kurz inne. Dankeschön. So. Grüß euch, Gott miteinander. Schön habt's beieinander. Liebe Leute, es ist mir eine wahre Freude, wenn ich runterschaue zu euch und sehe jung und nicht gar so jung, ich sehe Mandel und Weiberl, ich sehe rote und grüne und schwarze haben sowieso mehr da. Ich sehe dicke und dünne, eine mit viel und eine ohne Haar. Ja, und darüber freue ich mich alle Jahre. Begrüßen darf ich freilich wie alle Jahre treu in erster Reihe einen Bürgermeister, nebst Gefolge gleich. Liebe Räte, Rätinnen, deren Gatten und Gattinnen, brav grinsend sitzt noch in eurem Bankerl drinnen. Schön ist, dass ihr alle kommt vorbei und holt euch eure Leviten ab von mir. Aber ich glaube, das ist zum Aushalten mit viel Gnur von dem guten Bier. Der Einladung vom Burschenverein ist heuer der Ortsvorsteher von unserer Nachbargemeinde gefolgt. Freut mich ganz narrisch. Schließlich wissen sicher Richter ja noch nicht, dass auf so eine Einladung meistens ein bisschen der Bleck erfolgt. Unser allerwerteste Ilse Eigner, die hat heute eigentlich auch ein Kreuzerl im Kalender gehabt, aber sie war gestern beim Skifahren, habe ich gehört, und wahrscheinlich hat sie einen sauberen Muskelkater. Sie ist also leider nicht da. Die wo alle Jahre nicht kommen, die möchte ich gar nicht nennen. Die sind nämlich meistens die wo unterm Jahr recht laut schreien. Und die können bei sowas natürlich auch nicht zurückreien. Liebe Leute, das Sauerkraut, das der Burschenverein euch heute zum Käselfleisch aufs Teller haut, das ist bärig. Und dazu gibt es ein Bier aus Maxelrohr. Sagt's mir, was könnte man an so einem kalten Samstag Schönes tun? Oh. So, und dass mir keiner sagt, der Dicke auf der Bühne, der redet so viel, dass ich nicht zum Trinken komme, ich als erstes jetzt gleich mal meinen Krug zur Hand nehme. Ein Prost beieinander, das wünsche ich euch. Die Musi haut gleich ein Prosit hin, auf ein schönes Fest und ein paar gradige Stunden. Zieht's gescheit an, dann ist gleich unten. So, liebe Leute, ich möchte heute mit euch reden über Werte und Kultur, über die Gmor und ihre Sorgen, über unser Land und unsere Zeit, über unsere Zeit und unser Land. Was da los ist, das ist allerhand. Wenn es gut zuhört und recht viel lacht, dann freut es mich und glaubt mir's, wir schaffen das. Apropos schaffen. Wer es schafft, in Westerham um die neue Kreuzung ohne Kopfschütteln zu fahren,
ganz ehrlich, was habt ihr euch denn da denkt, dass der wo seinen Lastwagen zum Spinner umlenkt, dass der vielleicht einen Umweg über Feldkirchen macht, bevor er in Westerham über den Randsteig racht? Eine Alternative kann nur sein, dass man in der Breikurven Richtung Ladezone ein. Dann kann der Lagerist vom Spinner und von der Papierfabrik einen runden Stapler fahren und das Klumpen mit dem Stapler nach zur Firma runterkarren. Am gescheitsten war es wahrscheinlich schon, wenn ein Irschenberg oder ein Holzkirch aus der Autobahn rausfährt, der gute Mo, und dann kommt er mit minimalem Zeitverlust über Geding, Fong, Fedoling zum Spinner brausen. Und der wo durch über Holzkirch zu sausen, der muss halt noch durch Feldkirch mit seinem Lastenkarren und dann in Fedoling Richtung Spinner auffahren. Aber gell, dann ging ein zweiter Plan gleich auf. Dann hätte man nämlich mehr Verkehr in Feldkirch und dann konnte man lauter um eine Umgehungstunnel-Brückenlösung schreien. Weil es kann ja nicht sein, dass der Eicherpark mit seiner Megabrücke bleibt im Landkreis allein. Liebe Leute, das wäre eine Gaudi, werden in Westerham. Aber ich habe gehört, dass die Planungen jetzt ja noch viel lustiger sind. So schön die Poller wie ein Ohrblickschnalz da hin, die wohnen alle 14 Tage ganz sicher hin. Aber auch bei den Bauten im Westerhammer Kern, wir alle ohrblingerisch bald werden. Der Kinosaal, der wird eingestampft bald. Nein ist in Feldkirch alle besser wie alt. Wurscht ist auch, wenn das Neue nur dem Architekten gefällt, ein viereckiger Betonschrank im Herzen von Westerham, damit auch jeder sehen kann, dass man woanders auch Schirr bauen kann. Alle haben es eigentlich geschimpft über das Rathaus in der Kurstadt. Nur, dass das im Nachhinein eigentlich ein ganz angenehmes Pudel hat. Bei uns, da klatschen wir hier und stellen dann fest, dass es sich, wenn man will, eigentlich auch schöner bauen lässt. Stor um Stor, der wir von unseren alten Bauten runter. Dann gießen wir Kubikmeter weiß Beton da rein. Wie es ausschaut, ist nur einerlei. Hauptsache teuer wird der neue Bau, den Architekt, den freut's wird Zau. Der sauft dann Shampoos auf das tolle Teil und man fühlt sich richtig geil. Weil wir heute keinen Shampoos haben da, heben wir doch lieber unser Griegel an. Stehst nur mit dem guten Gerstensaft, weil wir haben es heute um die Westerhammer Kreuzung geschafft. Die wichtigste Dame des Freistaats, die Frau Aigner, hätte ich natürlich ganz gern direkt begrüßt heute. Aber auch wenn es nicht da ist, dürft ihr meine Gedanken zu ihr natürlich gern hören. Vielleicht riecht sie ja etwas aus. Wie geht's eigentlich weiter mit der Frau Aigner? Was ist der Plan für die schöne Ilse, die Politik so gut kann? Ich habe mir schon überlegt, ob das nichts für sie war, wenn sie den Schweiger beerntet gar. Optisch und fotogen war sie ja auch. Aber ich denk, dass das für sie ein bisschen langweilig war. Weil mit ihrer streiten mag in der Gmor keiner nicht. Und ohne Streit weiß ja nicht der Verkirchner Gmorrat nicht. Alternative Nummer 2. So ist halt beehren die Angie gleich. Das war doch der Knaller, ich meine schon. Da weiß ich auch nicht, wo das kann. Und wenn sie sagt, wir kriegen das schon, man ihr das vielleicht am eher noch glauben kann. Aber Nummer 3, und das glaube ich war das gescheiter. So ist halt endlich stand in Horstel weiter. Vizeministerpräsidentin ist sie schon, vor ihrer steht gerade noch ein alter Mann. Der heißt, der scheint so manchen Tag ein wenig verwirrt.
Darum glaube ich, dass sich der im Landtag auch mal verirrt. Aber auf den Söder, da muss man gerade ein Auge haben. Der sieht sich, glaube ich, schon auf dem Freistaatthron. Im Fasching geht der schon als König Ludwig aus. Da sieht man, wie es bei dem schaut aus. Realität und Söder sind die besten Freunde nieder. Oder aber, wir birgen das Ganze hin und machen gleich wieder eine Monarchie. Dann kommt die Eigner den Söder heiraten gar und dann spielen sie miteinander Königspaar. Da braucht sich auch die CSU keine Gedanken mehr machen über Opposition, AfD und solche schrägen Sachen. Wird die Eigner zur Regentin gar, die Zeit bald wieder rosig war, dann bringt man gewiss in Maxelrohr eine Ilse Weiße als Ehrenbier hervor. Bis das aber ist, soweit steht ein saugutes Starkbier heute bereit. Und das nehmen wir jetzt gleich zur Hand, auch wenn es bei der Frau Eigner nicht zur Königin noch gelangt. Prost! Beim nächsten Thema müsst ihr mir ein bisschen helfen, da ist einiges nicht so klar. Das mit den Kindergärten, das ist doch bei uns echt ein Dilemma. Bitte schön, erklärt mir jetzt einmal einer, was ihr euch da denkt habt. Habe ich das richtig verstanden? Also ich weiß es nicht, aber habe ich es richtig verstanden? Der Westerhammer Kindergarten in der Herkirchner Straße, der ist klar, richtig? Richtig. Drum gibt es jetzt in Westerhammer Nein, richtig? Richtig. Der wird zwar nicht schön, aber selten. Richtig? Aber er hat richtig gesagt. Dass er zu teuer wird, ist sowieso außer Frage. Jetzt bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Der Pfarrkindergarten seines Zeichens in Feldkirch ist zu alt. Brandschutz und so weiter haben überholt, okay, verstanden. Jetzt wird der auch weggeschoben, richtig? Richtig. Die Feldkirchner Kinder gehen dann, vorausgesetzt der neue Westerhammer Kindergarten ist bis dahin fertig, also die Feldkirchner Kinder gehen dann in den alten Westerhammer Kindergarten. Richtig? Gut. In der Zwischenzeit baut man auch in Feldkirch einen neuen, vermutlich auch nicht schön, aber dafür zu teuer und vor allem mit Sicherheit mit was? Richtig, mit Tiefgarage. Das kennen wir nämlich mittlerweile. Und wenn der dann wieder fertig ist und die eigentlichen... Ein paar Mal West damit auf. Ja, das kommt gleich. Soweit bin ich noch wieder dabei. Wenn der dann wieder fertig ist und die eigentlichen Kinder von Feldkirch wieder in Feldkirch und nicht mehr in Westerham sind, dann werden wir feststellen, dass alle zwei eigentlich zu klar sind. Und somit müssen wir den alten, der eigentlich Auslöser der Problematik war, also den alten Westerhammer, werden wir dann wieder weiter nutzen müssen. Wunderbar. Aber Mit Tiefgarage. mit Sicherheit ist der aber dann bis dahin wieder zu alt. Und dass man dann da auch wieder eine neue, steilige Tiefgarage mit Kindergarten hinstellen muss, oder? Gut. So, und jetzt gehen wir eigentlich zu meiner eigentlichen Frage. Warum wird, wenn man eh schon von vornherein weiß, dass der neue Kivest, wie es so schön badisch bei uns heißt, warum wird der neue nicht gleich in der Regress baut, wie man braucht? Dass er zu teuer wird, ist eh außer Frage. Da war es ja wenigstens hilfreich, wenn man noch nicht 3 Baustellen hätte, sondern gerade 2. Aber mei, was soll man da? Wenn man eins mal richtig gut hat drauf in unserer schönen Gmor, und wenn man einmal was hat richtig gut drauf, dann ist man einfach stolz darauf. Wir haben die schönsten Tiefgaragen weit und breit. Wenn denn da schon die eine oder andere Million reiht, habt euch das doch nicht so leid. Das ist geil, wenn man hat als Radlkeller ein Tiefgaragenteil. Liebe Leute, aber
Gelobt gehört auch einmal. Ja. Braucht gar nicht der Schrecker und gelobt gehört auch einmal. In dem schönen Saal brauchen wir also nicht erschrecken. Die Spielplätze in unserer schönen Gemeinde, die kommen mittlerweile zu einem wirklich vor. Vor ein paar Jahren habe ich da herum geschimpft da herum, dass es Schand haben, unsere Spielplätze von unten bis oben. Aber scheinbar hat es ein bisschen was geholfen, die Levitenleserei, weil die Spielplätze glänzen langsam einer nach dem anderen in der Reihe. Da freuen sich die Kinder, die Eltern und die Opas und die Omas auch, dass man für Kirchenspielplätze wieder besuchen kann, so wie es lange nicht möglich war. Schaukelwippe, Rutschbahn feiern, tut Kinder und die Eltern freien. Maskrug voll mit Bier so rein, tut den Mönch so richtig freien. Wir trinken jetzt einen gegen einen Durst und wenn's leer ist, gibt's ein frisches. Heil ist doch wurscht. Wo wir gerade beim Loben sind, ist euch aufgefallen, heute friert es uns alle nicht, gell? Es ist ein Lob an den Burschenverein, fast ein bisschen warm da herum. So, Herr Richter, jetzt sind Sie dran. Termine aufschreiben, aufhören, zuhören. Herr Richter, baut wird bei euch auch schön, gell? Bruckmühl, die Insel der Glückseligen. Ja, in Bruckmühl. Jetzt hören Sie gut zu, Herr Schweiger. Da klatscht man in kurzer Zeit einmal schnell 3 Kindergärten hin. Einer größer wie der andere und der Knaller, die Dinger werden aber billiger, wenn man vorher sagt. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die Bruckmüller vorher Summen in schwindelerregender Höhe ausrufen, sondern irgendwie haut das einfach hin. Herr Richter, die Arche Noah, stimmt das, wird mit knapp 3,2 Millionen um 200.000 Euro günstiger als im Plan. Ich war ganz baff. Naja, gut, mit 3,5 Millionen, da haut das in Verkehr eh nicht hin, weil bei uns kostet der Tiefgarage fast eine, gell? Und das Schiff haben sie auch noch gebaut. Die können zur Not bei Hochwasser sogar noch davor fahren. In Bruckmühl, da kriegen sie Asylanten, hat's geheißen. Meine, die Verkehrer waren schon richtig schadenfroh. Aber in Bruckmühl haut sogar das hin. Turnhalle voll mit 180 Leuten und keiner ist bislang abgestochen oder vergewaltigt worden. Die einzigen, die wo sie bis jetzt verletzt haben, waren die Flüchtlingsbuben, die wo sie beim Fußballspielen auf der Schulwiesen weh haben. Wahnsinn. Aber mit den neuen Mangfallbrücken, da wird es gewiss einen Stress geben, Herr Bürgermeister, bestimmt. Oder halt auch nicht. Weil irgendwie ist ja noch keiner besser. Woran liegt das? Streitet man nicht in Bruckmühl oder was? Vielleicht konnten die Verkirchener Kollegen einmal bei euch hospitieren. Gemeinderatssitzung mit Ergebnis ohne Streit. Das hat das Verkirchener Rathaus auch vor dem Umbau selten gesehen. Aber ganz ohne Geschiss geht's Gott sei Dank in Bruckmühl auch nicht. Da wird doch tatsächlich ein Einkaufszentrum ins Herz des Ortes gepflanzt. Und da kauft da jeder, ey! Aber einer kann in der Nacht nicht schlafen, weil die Lastwagen täglich tatsächlich Waren anliefern müssen. Dass er am nächsten Tag auch wieder frische Brezen kaufen kann. Aber der Knaller ist, auch das geht irgendwie ziemlich unaufgeregt über die Bühne. Ohne Klage, Strafverfahren oder ähnliches. Eins hätte ich aber noch, Herr Richter. Seit kurzem habe ich doch gehört, soll es leichter sein, dass man führt innerorts Tempo 30 ein. Da war es doch angebracht, dass man die örtlichen 2 Rennstrecken endlich mal dicht macht. Die Haifelder und die Sudetenstraße, auf der haben so manche Deppen gerne Spaß. So lang schon ist nichts passiert, aber die Erfahrung zeigt, dass das meist nicht ewig bleibt. In den 2 Straßen daten genug Kinder wohnen, denen kommt man schon einen sicheren Schulweg gönnen. Druckt halt die 30 durch, dann daten die ganzen Wilden vielleicht nicht mehr 80 fahren, weil in der 30er-Zone 50 auch schon reicht. Herr Richter, ja, darfst du klatschen. Herr Richter, es freut mich narrisch, dass Sie heuer der Einladung von den Burschen gefolgt sind und uns in einer alten Heimat besuchen. Heute hockt man gemütlich beieinander, jeder nimmt
nimmt seinen Krug zur Hand und stehst mit seinem Nachbarn an, was man nicht so alles mit seinem Nachbarn machen kann. Miteinander trinken und eine Feier gescheit, das den Mönch am meisten freut. Die CSU. Die CSU ist ja seit Jahren dafür bekannt, dass politisch hochwertige, zutiefst geplante und durchdachte Schachzüge vollzogen werden. Ja, eben diese CSU hat mal wieder für so einen Schachzug gesorgt. Korrigiert es mich, wenn es anders war. Per Liebesbrief haben Sie informiert worden, Herr Schweiger, dass die CSU anderweitige Pläne hat. Sie sind aber ja auch schon lustig, oder? Erst das Versprechen, nach der Legislatur ist er Ruhe und dann lassen Sie sich in einer Bierlaune am sonst so gelungenen Dorfkircher Zwester haben zur Äußerung hinreißen, Sie taten schon ganz gern, wenn Sie jemand fragt, noch einmal einen runden Gemeinschef spielen. Jetzt ist es halt nicht, dass keiner fragt, gell? Und vor allem die eigene Partei nicht. Aber nach so vielen Jahren kapieren es die Herren und Damen immer noch nicht. Es ist nicht gescheit, wenn man ein Jahr vor dem Zapfenstreich macht jede Zusammenarbeitsgrundlage dem Erdbund gleich. Ein pflichtbewusster Beamter, das ist doch klar, der geht nicht, bevor das Licht ausgeht, aber so weit denkt die CSU halt nicht. Und wie man schon beim Kind dem Dicken sieht, eine Regierungsfraktion braucht der gescheiter Herrscher nicht. Der Kind der Dicke, der ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Viel Spaß werdet ihr im nächsten Jahr gewiss alle haben, wenn ihr euch nicht rafft, ein letztes Mal zusammen. Im Sinne von unserer Chor soll jetzt das aber vielleicht tun. Erwachsene Menschen seid ihr da alle, mit Hirn und Verstand, reißt euch zusammen alle miteinander. Und im Jahre 17 dann fangt alle vernünftig mit einem gescheiten Wahlkampf an. Und da, Herr Schweiger, da ist doch klar, ein neuer Wahlkampf, ein Traum, nicht wahr? Ich hätte einen Vorschlag da für Sie. Wenn die CSU heute einen Verabschiedungsstrauß hebt, dann machen sie einen fetten Coup und gründen eine eigene Fraktion im Nu. Da konnten sie dann sich mit den Themen, die ihnen wirklich wichtig sind, beschäftigen. Da bringen sie die Gemeinde gewiss voran. Mitglieder werden vor allem dann Ingenieure, Gutachter, Architekten und da gibt es dann in der Fraktionssitzung eine Ideen aushecken. Einen Namen findet man auch noch für euch. Ich habe mir da schon was überlegt. Ich sag's euch gleich. AFF war der Vorschlag Nummer 1. Alternative für Feldkirch. Das klingt gar nicht schön. Aber das haut nicht hin, weil dann möchte ja dann der AfDler Bergmüller auch gerne hin. SPU war auch noch schön, das kommt für Schweiger Bauunion nachstehen. Und als Parteislogan dann, nur wo man abreißt, kein Neubau steht. Also Herr Schweiger, Sie sehen, da geht noch was. Aber bei der CSU ist nichts mehr los. Ich heb da drauf den Krug jetzt noch an und ziehe einen Nagel weg, dann sparen wir noch den Schreck. Herr Schweiger, Prost an Sie. Vielleicht richten Sie einen doch lieber einen Liegestuhl auf Terrassen hin. Schweiger legt ihn nieder, Schweiger sei nicht zwider. Lass die Gmur auch nach dir weiter da, dann schenkst du einfach eine halbe ein und lass 5 Grad auch sein. Dass dann Obeigerer kriegen ein wenig, deren wir unseren Krug jetzt zum Mai bewegen. Prost! Erfolgsprojekten sind. Wo wir gerade bei Erfolgsprojekten sind, schauen wir uns einmal das nächste Jahr an. In Fond, die Turnhalle, ja baufällig, fast marod ist die. Auch wenn es nicht so ist, die muss jetzt gehen. Weil in Feldkirch, da kann man eins mittlerweile fast im Schlaf Turnhallenbau, das finden wir alle scharf.
Ob man es braucht, ist gar nicht der entscheidende Punkt. Aber einen Vorteil das Ganze doch schon hätte. Dann kommt mein Fonds schon gar nicht auf das Asylantenkrieg. Weil abgerissen ja alle mit, das Landratsamt bekanntlich nicht. Ein Vorschlag kommt mir da gleich in den Kopf, ein gescheiter. Macht's dann danach gleich bis daheim weiter. Die Tennishalle, die kommt man da kaufen und gleich wegschirmt. Da braucht man sich vor Gericht nicht verbirgen. Aber ein Problem kommt nah auf uns zu. Dann ist vorbei in Verkehr mit der Ruhe. Weil dann die Fonger-Gardetürndl nimmer ihre Haxel können schwingen und die müssen ja trainieren. Sonst müssen sie am nächsten Fasching statt tanzen gerade mehr winken. Wahrscheinlich werden dann die ein Asylzweck suchen, daher jetzt schon mal einen Flur. Und danach, ja, stellt euch das mal vor, da gefällt es ihnen auch noch bei uns noch. Es wird schon sehen, dann haben wir es da. Wahrscheinlich kommen sie dann auch noch auf die Idee, in Verkirch, dass der Faschingszug besser geht. Ausgerichtet von der Fonger Ortsgemeinschaft mitten in Verkirch. Geh, Kaste, da wird's dir auch schier. Da ist der Dreck da, der Krach und die besuchen Leute und im Fong haben sie die größte Freude. Das Geld, das nehmen sie wieder mit und den ganzen Ärger, Dreck und was weiß ich, schmeißen sie zu Verkirch vor das Rathaus hin. Na, liebe Leute, auch da wird es eine Lösung geben für das Faschingsgarde-Asylproblem. Aber in Fong geht es ja im Moment sowieso rund, da ist was los. Was treibt denn die in ihrem Sportheim bloß? Polizeieinsatz, mitten in der Nacht. Was hat der Lechner bloß wieder gemacht? Ausschank von alkoholischen Getränken, ja gibt's denn das? In einem Vereinsheim. Ja, was darf denn an sowas denken? Am allerwenigsten denken da die uniformierten Männer der Orblinger Polizei. Weil wenn es einen Grund für Blaulicht und Sirene gibt, dann sind die gleich dabei. Und wenn man dann nur die Verbrecher von den Vereinen so richtig reindrucken, dann werden die doppelt aufs Gas aufgedruckt. Problem war nur gewesen, da war nichts Illegales gewesen. Denn in einem Vereinsheim, so wie es ist in Fong, da braucht sich der Kopf nicht blank. Da darf ausgeschenkt werden, ganz ohne Stress und Reue. Das lernen bei den Cops alle, sogar neu. Gerade in Orbling, wenn es heißt, illegaler Ausschank von Bier und Co., wird vorm Hirn geschaltet das Blaulicht da. Aber das ist ja nicht alles wahr. Das andere, das ist nicht ganz so klar. Ein echter Vorstand, der schaut nicht fern daheim. Der fühlt sich daheim total verloren. Darum denkt der Lechner sich, was brauche ich Premiere schon für mich? Setzlos wie er ist, stellt er dem Verein alles zur Verfügung, was ja logisch ist. Gerade, dass das Premiere nicht so bärig findet, weil für Sky Bar man bekanntlich ein paar Euro mehr nimmt. Jetzt gibt es im Sportheim Fong gerade wieder die Sportschau zum Singen. In Lechner nervt das allerdings schon ein wenig. Zwischendrin einmal kurz einen Schluck trinken. Prost beieinander. Ohne Prosit, geht auch mal. Genau, die Musi darf auch mit trinken. Singt einmal ein Prosit für die Musi. Lass das bleiben. Singt, gell? Das muss jetzt sein. Mein Herr Schweiger, ich bin Ihnen echt neidig. Wirklich. Als Bürgermeister hat man es schon echt gut. Gell? Herr Richter, in jeder Gemeinde geht es auch nicht so einfach zu wie in Verkirch, gell? Wenn Sie in Verkirch bleiben, dann hätten Sie jetzt wahrscheinlich ein neues Büro bei Ihnen gemacht. Aber heute von Vorteil ist das nicht, weil in Verkirch ist es ja schon fast so, dass wenn man sich an neue Räumlichkeiten gewohnt hat,
Dann werden die eh schon wieder renoviert, abgerissen, umgebaut oder was auch immer. Übrigens, bevor ich es vergiss, gell, das ist jetzt ganz wichtig, hört alle kurz zu. Der Burschenvorstand, der hat mir vorher, bevor ich aufgegangen bin, noch schnell gesagt, dass der Kassierer einen riesen Fehler gemacht hat. Das Bier kostet eigentlich 1 Euro mehr und das Käselfleisch auch. Jetzt war es ganz nett für euch, wenn Sie es beim Heimgehen nachher für jede Maß, die wo Zeit bis jetzt und gestern vielleicht auch, als wenn es für jede Maß nachher 1 Euro mehr an Eingang abgeben darf. Ab jetzt kassieren dann die Bedienungen den richtigen Preis. Wie hört denn das an, Herr Bürgermeister? Bald in der Gemeinderatssitzung, gell? Gerade dass am Rathaus um 3/4 Million gegangen ist und nicht um 1 Euro. Und der Unterschied, bei mir war es ein Spaß. Der Kassierer hat schon geschwitzt. Also bei mir war es ein Spaß, aber beim Architekten halt nicht, gell? Der Beruf des Architekten ist der einzige, wo man durch Fehler mehr Geld verdienen kann. Aber freundlicherweise habe ich gehört, hat er in dem Fall, also im Fall von der Verteuerung des Rathauses, zumindest darauf verzichtet, seine Rechnung an die gestiegene Bausumme anzupassen. Es kommt natürlich auch sein, dass seine Sekretärin einfach nicht so weit rechnen kann. Aber wo wir gerade beim Rathaus sind, wie gefällt es Ihnen, Herr Richter? Waren Sie schon mal drin? Schon? Schön, gell? Und der Boden ist auch so schön, gell? Weiß geölter Dreischichtparkett. Ein Traum! Herrlich so ein Boden. So wohnlich. Perfekt geeignet für Wohn- und Schlafräume. Super. Total pflegeleicht. Aber das ist ja gerade daheim im Wohnzimmer, so, wo man die Schuhe auszieht. Im Rathaus hat man festgestellt, ist der Boden doch nicht so ideal. Auch wenn er schön ist oder war vor einem halben Jahr. Alternativ kommt man jetzt Folgendes machen, Herr Schweiger. Was halten Sie denn von einer Botschenausgabe am Rathauseingang? Gerade wie so in einem schönen Wellness-Hotel. Weiße Filzbotschen mit dem Aufdruck Willkommen im Wellness-Rathaus Freikirch. So langsam her, gut, das wäre schon gegangen. Und unter den Aufdruck machen wir ein Foto von einer, braun gebrannt mit schönem Lächeln. Aber das hätten wir halt schon eher machen müssen, gell? Dann brauchen wir jetzt den Bo nicht rausreißen. Ist ja nicht so, dass das vorher keiner gesagt hat, gell? Aber wenn man sich was in den Kopf setzt. Und die Botschenausgabe übrigens. Wissen Sie, wo wir die machen, Herr Schweiger? Die machen wir nämlich mit dem Radlunterstand, weil der ist für seinen Zweck eh scheiße. Ja, oder in der Tiefgarage, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber der Radlunterstand mit der offenen Seiten zur Widerseite, 4 Meter hoch, das richtig schön reinbritscht. Perfekt. Ganz einfacher Tipp, dreht das Ding einfach um. Dann kann es seinen Zweck deutlich besser erfüllen. Ja, dann wird zwar die Außenwand nass, aber ich glaube, das ist eher der Zweck eines Radlunterstandes, dass die Radldrucker bleiben und die Außenwand nass ist, als umdrehen. Jetzt haben Sie es aber mal geschafft, Herr Schweiger, gell? Jetzt möchte ich mit euch über Werte reden, Leute. Über Werte möchte ich mit euch reden. Werte, die mich echt bewegen. In den letzten Monaten hat man viel gehört
von unseren Traditionen und Werte, die bald dann da habe gehen, weil so viele Fremde da sind. Unsere Werte, die wo wir ja so lange schon so treu leben. Wo wieder irgendwas versand. Unsere Werte, wer lebt denn die treu? Welche Werte sind denn das? Und seit wann leben wir denn die? Schon gute 60 Jahre, gell? Vor 80 Jahren haben wir noch ganz andere Werte gelebt bei uns. Seid mir nicht besser, aber bei Gesprächen über die Werte, die ich die letzten Monate so gehört habe, da werden wir echt schlecht. Wir haben doch schon lange verlernt, unsere eigenen Werte zu leben. Wir werden es eher mit Fürst treten, wenn es gerade passt. Wir sind uns aber auch nicht einig, was unsere Werte sind. Wenn eine oberbayerische Touristengemeinde aus Gipfelkreuz von seinem Hausberg auf dem Werbezettel oberradiert, weil es könnte ja jemanden stören. Wenn in der Schule kein Kreis mehr hängen darf und die Kinder im Kindergarten schon immer Borisch reden sollen, wo haben dann wir mit unseren Werten hingekommen? Jetzt werden ja gleich wieder manche sagen, ja, das ist ja Krawatt wegen die Ausländer. Schmarrn, die verbieten uns nicht, dass wir das Gipfelkreuz auf dem Pudel von unseren Berg haben. Und die sagen auch nicht, wir dürfen nicht Borisch reden. Und die verbieten auch keinem von uns, dass wir einen Schweinsbraten fressen. Das haben wir schon schön selber. Oder besser gesagt, noch ein paar Neigescheite, die meinen, wir müssen uns umgewöhnen. Vorsichtshalber, bevor es jemand anders sagen kann. Aber so blöd sind wir Leute. Und dann wir über die Ausländer schimpfen, die unsere Werte nicht leben wollen. Wir leben es doch selber nicht. Als Trachtengewand lassen wir in China machen, damit wir es pünktlich zum Oktoberfest beim Lidl kaufen können. Wenn beim Nachbarn der Gockel blärt, dann sagen wir, oh, und wenn ein Maibaum wird traditionell ins Dorf gebracht, die bayerische Staatsmacht kurzen Prozess gleich macht. Und das ist wahr. Vor Ort und Stelle auf der Straße haben die Burschen den Baum zusammenschneiden müssen. Gerade dass die Polizisten nicht damit drohen haben, sie dann zu erschießen. Das sind die Werte, liebe Leute, die bei uns gelebt werden. Und man hat mich nicht integriert, das sage ich euch. Aber schiebt es bitte schön nicht auf den syrischen Flüchtling, dass bei uns seit Jahren am Sonntag Kirche leer ist. Wenn wir kapieren, dass wir uns nicht selber der Lügen werfen, dann schaffen wir es vielleicht auch, dass wir die früher Fremden, die wir jetzt da in unsere Gesellschaft einbringen. Wenn der Bayern 1 als Borische schon aus der Sendung streicht. Wenn sich die CSU aus Greifswald schleicht. Wenn die AfD mit Schießbefehl geht auf Wählerfang, dann, liebe Leute, dann wird mir echt bang. Schlagbaum. Schlagbaum zu und hoch mit dem Zaun. Wenn das so weitergeht, werden wir alle Sau umschauen. Wenn wir nicht kapieren, dass es unterm Strich um Menschen geht, wenn wir nicht schneuen, ohne miteinander reden, geht's nicht. Dann brauchen wir uns über unsere Zukunft nicht viel denken, weil dann wird uns der Herrgott wahrscheinlich keine schenken. Fangen wir heute alle an, mit Hirn und Herz zu leben, jede Frau, jeder Mann. Wenn wir schneuen, es geht doch um echte Leid, ist das Ende vielleicht noch weit. Wir packen jetzt das Kriegel an, stessen miteinander sauber an, trinken einen Schluck und denken nach ein wenig, ob wir unsere Werte wirklich leben. Wenn dieser Schritt ist dann getan, vielleicht geht es dann wieder mit unserer Gesellschaft voran.
beim Flüchtlingsthema alle irgendwie dabei. Ja, da kann jetzt auch jeder seiner Meinung sein. Aber irgendwie muss man die Leute ja unterbringen. Und zwar nicht irgendwann, sondern am besten gleich. Jetzt kommt man ja schnappig sein und meinen, da war genug Zeit zum Überlegen gewesen. Für Bund, Länder, Kreise und Gemeinden. Aber was soll man sagen, wenn die ganze tolle Europäische Union schaut zu seit Jahren schon. Jetzt ist es wieder so, die Leute sind da. Jetzt müssen Lösungen her und da hat der Landkreis nicht viel Zeit zum Planen mehr. Jetzt haben wir die ganzen Turnhallen voll gemacht. Wenn es da nicht noch was gab, das war ja gedacht. Und ganz ehrlich, man weiß ja nicht, wie das im Verkehr läuft. Da wird erst einmal der Architekt eingekauft und dann wird ein Gutachten gemacht, ob man nicht in so ein schickes Containerdorf eine Tiefgarage integrieren kann. Das geniert mir. Aber am Landratsamt interessiert es ein wenig und das passt gar nicht, wenn sowas wird geplant. Da schon die Ghetto-Lösungen am einfachsten ist, wenn man Hallen vollstopft auf dem ganzen Land. Der Brandschutz, die Fluchtwege, die auf jedem Festel haben auf dem Zentimeter ganz genau zum Passen. Ja, bei solchen Kindern rein. Da tut man das Landratsamt auch schon mit 5 Grad Zeit lassen. Ja, und was ist denn das für ein Problem, wenn sich 200 Leute in einem fremden Land im engsten Raum auf die Zehen stehen? Gewiss, das bin ich überzeugt. Die Herren sind einfach froh, dass bei uns da sind in einem freien Land. Aber ein paar Deppen werden auch dabei sein. Und das kann keiner weisen von der Hand. Und dass man mal einen Stress so gesagt ist in so einer Situation, da verstehe ich so manche Sorge schon. Da wird aber geredet von Integration in solchen Dingen, aber ehrlich, kann mit Turnhallenlösungen Integration gelingen? Dem Landratsamt ist es wurscht, macht es voll das Ding. Und auch für den Vermieter haben gewiss ein paar Euro für die Nutzung drin. Wer eine Halle hat, der kann zur Zeit den meisten Reibach machen, wenn er es für das Landratsamt zur Verfügung stellt. Das kann man schon sagen, auch wenn es nicht an jedem gefällt. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht um Menschen geht. Weil wirkliche Lösungen für die Problematik hört man von keinem nicht. Sehr humanitär war da in den letzten Jahren, in den letzten Monaten nicht so viel. Erst einmal reinlassen, wer rein will. Und dann schauen wir mal, wer wo registriert und untergebracht werden kann, wird schon sehr braver Mann. Und wenn er dann nach 3 bis 18 Monaten seinen Antrag bearbeitet hat worden, ist die Spur von den Menschen hat sich nicht verloren, dann stellen wir fest, ach, einen Grund für Asyl, den gab es gar nicht. Zu dem Zeitpunkt hat er aber vielleicht selber schon für Integration gesorgt. Im Idealfall hat er eine Frau, hat eine Wohnung, hat eine Sprache und hat Arbeit sich besorgt. Was passiert dann? Dann schmeißen wir den wieder aus unserem schönen Land. Liebe Leute, das ist allerhand. Der, wo Negatives aufgefallen, hat gestohlen, hat gedacht und solche Sachen, den können wir nicht zum Problem für seine Heimat machen. Und die Grünen unserer Nation sorgen sich darum am meisten schon. Man kann ja solche Leute nicht zurückschicken in schon arme Länder, meine Freunde, Länder. Das durchorganisierte Land, in dem sogar Wildbiesel ordnungsamtlich wird verfolgt. Wo im Wasserburger rosarote Parkscheiben nicht zum Parken da. Das wird sein, im Wasserburg rosarote Parkscheiben Strafzettel, weil rosarot gilt nicht. Wir bringen das nicht auf 3, dass wir da wieder bringen eine Ordnung nicht. Vielleicht sollten die mit den großen Köpfen sich weniger um die Ohrscheiß kümmern, mit denen die Kinder die Leute schikanieren, sondern um die Sachen, die langsam dann pressieren. In diesem Sinne, liebe Leute, wünschen wir für die Zukunft bei uns eine friedliche Zeit. Darauf haben wir jetzt mal in unseren Gruppen stehst wir an, dass wir, wenn man will, das Meer lösen kann. Das Timing ist perfekt, ich bin auf der letzten Seite und mein Krug ist fast leer, das ist ideal. Liebe Bürger, gleich, ich bin noch nicht fertig. Liebe Bürger, Bürgerinnen, Räte und Ratlose da herin. Ich jetzt mit meinen Leviten am Ende bin. Ich weiß,
es hätte noch viel mehr gegeben zum Motzen, Pulvern und zum Blecken. Aber jeder, dem was gefällt hat, der sollte erst einmal von der eigenen Haustür schlecken. In unseren Zeiten gibt es nicht nur Gaudi, Spaß und Völlerei. Wir haben Krieg, wir haben Armut, Krisen und Streiterei. Im Kleinen und im Großen wird nur auf den eigenen Vorteil geschaut. Wurscht, wenn es am anderen Ende einen anhaut. Aber irgendwann werden die am unteren Rand stehen, sich ihr Recht auf Leben erzwingen. Und das wird die Großkopferten dann Tränen bringen. Als Mönch ein christlicher Rat an alle, den möchte ich richten. Wir sollten wegkommen vom Krisenschlichten. Vor ein paar tausend Jahren hat schon mal einer gesagt zu die Seinen, sie sollen voll Nächstenliebe sein. Ich verstehe es so für unsere Zeit. Wenn nicht jeder alle gerade zum eigenen Vorteil schreit, sondern einmal schaut, dass durch den eigenen Vorteil hinten kein haut, da konnten viele Probleme werden erledigt. Und damit möchte ich beenden gleich meine Predigt. Ich hoffe, es habt gehabt was zum Lachen und es habt auch was gehabt zum Gedanken machen. Ich hoffe, es ist mir keiner böse und grantig oder wird beim Diesel nachher draußen handig. Wir wissen, wo dein Auto steht, oder? Dankeschön möchte ich sagen. Dankeschön möchte ich sagen an die Burschen, die sich wieder für uns alle sauber plagen. Ein sauberes Fest, der sie ausrichten da alle Jahre, das ist was Bäriges und Einmaliges, ehrlich wahr. Euch, liebe Leute, vergelt's gut fürs Zuhören, Lachen und Klatschen. Und jetzt darf's endlich wieder raschen. Dankeschön.